Partys in der Schweiz sind ja geisteskrank. Ich habe vor ein paar Wochen ein Video darüber gemacht. Ach du Scheiße, ich sage nicht mehr wieder etwas über Pfadi. Also erstens habe ich, glaube ich, einen Beef ausgelöst zwischen Jubla, habe ich noch nie gehört leider, und Pfadi. Was jetzt besser ist und was geiler ist und wer die heftigsten Partys schmeißt. Erstens sehe ich so eine Pfadi-Gruppe am Bahnhof stehen mit all diesen coolen Bändeli, all diesen Aufkleber. Und dann habe ich halt einen gesehen, der nicht so viel Bändeli hatte oder nicht so viel Kleberli. Da habe ich gefragt, wieso er nicht so viel hat. Ich glaube, ich habe ihn gerade ein bisschen angegriffen. Ich kann nur lieb fragen, wieso er nicht so viel hat. Es tut mir leid, Bro, es tut mir leid. Dann hat er beim zweiten Mal, glaube ich, anschauen gecheckt, dass ich der bin, der damals ein Video über Pfadi gemacht hat. Ja, dann hätte ich, glaube ich, einfach sein und nicht nochmal fragen, wieso er dann kein Bändeli hat. Jetzt offizielle Entschuldigung an alle Pfadis da draussen. Ich lasse euch in Ruhe. Jetzt aber ehrlich, zahlt man für Pfadi etwas oder wie meldest du dich an? Wie kommst du dazu? Wie bekommst du die fett geilen Abzeichen? Bin ich jetzt ehrlich? Schreibt mal in die Kommentare rein, habt ihr mal euch so überlegt, mal so in eine Pfadi oder in eine Juble oder so zu gehen? Oder sind ihr mal gewesen? Schreibt mal in die Kommentare, wie ist das gewesen? Natürlich habe ich auch ein paar nette Gespräche gehabt. Und die haben einfach gemeint, sobald du Gruppenführer bist oder irgendwie dort hoch oben, ja, chillst du im Hütli, oder? Die anderen dort ein bisschen rumgumpen. Und ich so, ja okay, aber was, wenn irgendetwas passiert? Nicht unser Problem. Die sind alt genug, das sind Pfadfinder. Die bauen Hütten und Feuer und alles mögliche. Und dann er so, oh nein, es gibt dann schon jemanden, der nicht sauft, aber der spielt halt auch die ganze Zeit Jass oder so. Ich so, ah, okay. Und die Kinder wissen, wo wir die sind. Ich so, okay.